Ich habe einfach auch eine Sportart, wo nicht nur Buben spielen, sondern also auch Mädchen können. Um so allen zu zeigen, dass Mädchen auch Fußball spielen können. Vorwärts mit dem freien Fußball. Einmal in der Woche trainieren die Mädchen miteinander Fußball. Schön. Eine Offensive vom freien Fußballverein FFV Basel. Ich wollte eigentlich schon lange etwas mit dem Ball machen. Mir gefällt halt Ball generell einfach so, egal was. Und dann habe ich halt Sachen versucht und dann bin ich zum Fußball gekommen und dann hat es mir mega gefallen. Wenn man Fußball spielt, dann wird man oft kritisiert, weil man halt eine Frau ist und das also nicht normal ist so. Aber ich finde, es sollte eigentlich gleich sein. Du hast zu lange gebraucht, wechseln! Das ist auch das grosse Anliegen von der Elli Traxel. 1985 hat sie mit ihrer Schwester ein freies Team gegründet. Frauenfußball ist für mich das Credo. Von den ersten Minuten an, als ich angefangen habe, lernen, Fußball zu spielen, respektive in einer Mannschaft gesehen, habe ich mir einfach gesagt, wenn es denn so weit ist, dass die Spielerinnen oder dass wir genauso unterstützt werden wie die Herren hier hinten, dann habe ich das Ziel erreicht. Dann kann ich gehen. Dann höre ich auf. Und so lange mache ich weiter. Kann er schon gehen? Nein, noch lange nicht. Das Training der Mädchen beim FFV ist eines von vielen Projekten, um junge Frauen für Fußball zu begeistern. Und im Club von der Elli Traxel hofft man auf mehr Interessentinnen dank der EM. Mittlerweile kommt auch die eine oder andere Annahme von einer Spielerin von Deutschland oder von England oder Frankreich. Es kommt langsam durch und ich denke, das ist eben wichtig, dass wir einen Hype hier haben und dass die Mädchen bewusster sind, hey, das könnte auch mal mein Ziel sein und man irgendwann auch mal mehr sieht und ich vielleicht auch mal ein Panini-Bild wird. Bleibt zu hoffen, dass die EM der freien Fußball nachhaltig in Schwung bringt. Sehr schön gesehen!